Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion. Heute endlich mal wieder mit Gästen, mit dabei, aber auch neben mir, dem Corby, der Mike. Hi Mike. Servus und Havideri. Und Mike, wen haben wir denn heute im virtuellen Studio zu Gast? Ja, wir haben das fürchterliche Team von Fürchtenlehrern am Start. Und zwar die liebe Maike und den lieben Joshua. Servus, grüßt euch. Hi. Oh, sogar fast zeitgleich. Falls ihr noch Probleme habt zu wissen, wer ist jetzt Joshua, wer ist Maike, ich bin Maike. Nee, natürlich bin ich Josh. Für uns ganz spannend heute, der Mike und ich haben uns überlegt, wir halten uns heute nicht zurück mit unserem bayerischen Dialekt, sondern wir labern ganz normal drauf los. Und damit aber unsere Hörer, die euch noch nicht kennen, noch einen kleinen Überblick erhalten, wer ihr eigentlich seid, möchtet ihr euren oder unseren befreundeten Podcast Fürchtenlehren mal kurz erklären und euch vorstellen? Können wir gerne machen. Müssen wir das auf Hochdeutsch machen oder müssen wir jetzt auch alles im Dialekt? Wenn du das auf Bayerisch machen kannst, dann darfst du es gerne auf Bayerisch machen. Ach du lieber, nee, dann nur Hochdeutsch. Ja, also wir machen zusammen den Podcast Fürchtenlehren und beschäftigen uns eigentlich mit allem, was schön, gruselig, finster und düster ist. Die erste Staffel haben wir schon durch. Die hat sich mit dem etwas blutigeren Thema Gore beschäftigt. Nicht nur im Horrorfilm, sondern quasi überall, wo wir es finden konnten, haben wir sofort eine Folge draus gemacht. Und die zweite Staffel haben wir jetzt vor kurzem erst angefangen. Ich glaube, die letzte Folge ging, Joshua weiß das besser als ich, am Wochenende hoch? Am 13.2. Oh, wow. Oh. Da hat sich jemand vorbereitet, ja? Oh, lieber. Genau, und die aktuelle Staffel wird mal ein bisschen unblutiger. Dann haben wir auch nicht mehr solche Probleme, an die Filme und die entsprechenden Bücher zu kommen. Und beschäftigt sich mit dem Unheimlichen. Mhm. Wie viele Folgen habt ihr diesmal geplant? 100? Wir haben uns dieses Mal entschieden, nicht so viel zu planen. Also es werden wahrscheinlich 100, aber es sind keine geplant diesmal. Sehr schön. Dass ich immer was zum Hören hab. Sehr fleißig. Bis wir dann wieder in eine Pause gehen von 6 Monaten oder so. Also das geht um mich gar nicht. Also sagt's mir nicht best. Das ist zu lang. Es hat zu lange weg vom Fenster. Also ich habe mich jetzt wirklich wieder gefreut auf eine neue Folge. Ich habe es zwar jetzt leider noch nicht hören können, aber ich freue mich schon sehr, dass es bei euch weitergeht. Oh, das ist lieb. Ja, jetzt geht's ja erstmal wieder eine Zeit lang weiter und dann müssen wir gucken. Wir brauchen halt ein bisschen Pause zum Vorbereiten auf die neue Staffel. Immer, wenn es dann eine neue gibt. Aber jetzt gibt's erstmal für zumindest ein paar Monate, wenn nicht sogar ein Jahr lang, neue Folgen. Ja, absolut. Sehr schön. Sehr schön, ja. Da freuen wir uns drauf und wir freuen uns auch, dass ihr es endlich zu uns in den Podcast geschaffen habt. Ja! Genau, ihr habt's ja schon zu uns geschafft. Ja, richtig, das wollte ich gerade erklären. Also unsere Hörer können uns auch bei einer Folge von Fürchtenlehren hören, und zwar bei der Abschlussfolge vom ersten Semester. Der Kani, der halt leider nicht dabei ist, weil ihm der Film, über den wir reden, zu gruselig ist. Der Kani und ich durften euch, wie soll ich sagen, prüfen, ob ihr Fragen über euren eigenen Podcast beantworten könnt. Und ich bin ganz froh, dass wir sowas nicht machen, weil ich glaube, jedes Mal wird man dann sagen, was, da haben wir gar keine Folge drüber gemacht. Wobei das Gefühl hatten wir auch ein paar Mal, als ihr uns abgefragt habt. Nee. Wir haben uns die Mühe gemacht und haben, oder zumindest ich, wirklich euren Podcast auf 3 Wochen oder 4 Wochen in Dauerbeschallung durchgehört. Also von dem her. Ich bin auch etwas auf Entzug. Wenn man den Durchsatz betrachtet, wahrscheinlich sogar noch viel krasser wie der Mike. Ja. Aber umso schöner, dass ihr jetzt mal bei uns in der Sendung seid. Wir freuen uns auf jeden Fall auch sehr. Oh ja. Und ihr habt auch einen Film mitgebracht, über den wir heute reden, und zwar Noroi the Curse. Und unsere Gäste, wenn die schon den Film mitbringen, haben dann auch die Ehre, dass sie erklären dürfen, um was es in dem Film eigentlich geht. Und was mich noch interessieren würde, warum ihr euch den Film auch ausgesucht habt.
Okay, also worum es geht, das lasse ich gleich Maike übernehmen, weil danke. Zusammenfassen kann die immer ein bisschen besser als ich und ich drücke mich sehr gerne vor sowas. Warum haben wir den ausgesucht? Tatsächlich in der Zeit, wo wir überlegt haben, also wo wir drüber gesprochen haben, dass wir bei euch zu Gast sein werden, dann hieß es natürlich, wir müssen einen Film vorschlagen. Wir hatten gerade, glaube ich, kurz vorher diesen Film geguckt zusammen, weil hin und wieder gucken wir einfach auch mal so Filme zum Spaß. Mhm. Also ganz unabhängig vom Podcast und völlig verrückt. Wahnsinn. Ich staune gerade. Ja. Und wir fanden den beide ziemlich gut. Wir haben auch den Vorgänger zu diesem Film gesehen, vom selben Regisseur, der noch mehr Found-Footage-Filme gemacht hat. Wir fanden den aber dann noch mal eine Nummer besser und haben gesagt, wir schlagen mal den vor, weil es war auch so ein Film, da hatten wir Lust drüber zu reden. Aber in der Zeit war es ja noch die Staffel Gore und mit Gore kann der Film tatsächlich nicht so wirklich bieten. Deshalb haben wir uns dann entschieden, dann reden wir da bei euch drüber, damit wir die Chance haben, den Film zu bewerben. Und ein bisschen fließt mit rein, dass das ein mehr oder weniger unbekannter Film ist, also den nicht so viele Leute kennen. Und wir finden, den sollten mehr Leute kennen. Also haben wir gedacht, eure Hörerschaft, ich nehme an, das ist ja ganz Bayern, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn nicht sogar die ganze Welt, ne? Die ganze Welt, ja. Genau, es ist der beste bayerische Podcast. Genau, ja, so war's. Deshalb dachten wir, dann bringen wir den Film doch direkt über euch den Leuten näher. Guter Plan. Der Plan ist perfekt. Ja. Vor allem, weil mir hat er ganz gut gefallen und Mike nicht ganz so, beziehungsweise da müssen wir dann auch ein bisschen genauer drüber reden, um was es jetzt in dem Film genau geht. Wir haben die Vermutung, einer von uns hat ihn wahrscheinlich nicht so ganz verstanden. Wow, wer wird das wohl gewesen sein? Okay, ich gebe es zu, ja. Mike hat mir alles danach erklärt. Deswegen, Maike, um was geht's denn in Noroi? Ja, also die Kurzfassung ist eigentlich, Josh hat es schon angerissen, das ist eine Pseudodokumentation über den namensgebenden Fluch. Dieser Fluch ist dafür verantwortlich, dass sowohl in der Vergangenheit einige Leute gestorben sind, dann als auch während der Dokumentation Leute sterben. Und Filmemacher Kobayashi hat sich da mit seinem Kameramann und dann ein paar Leuten, die er während der Dokumentation einsammelt, entschlossen, das Mysterium von diesem Fluch zu lüften, beziehungsweise zu späterer Stunde auch diesen Fluch loszuwerden, damit der nicht noch mehr Opfer fordert. Das ist so das Gröbste vom Groben. Ja. Genau, und man sollte noch mal einwerfen, es ist halt ein früher Found-Footage-Film, also in dem Fall aus 2004, glaube ich, 2005, sorry. Ja, 2005. Und entsprechend noch, also in der Zeit, wo Found-Footage gerade bekannt wurde. Und ich fand hier das Besondere, dass das einer der besseren Found-Footage-Filmen ist, wo man sich eigentlich nicht fragt, warum filmen die? Und er hat allgemein eine andere Herangehensweise. Also häufig ist es, ja, wir haben hier dieses Footage gefunden und wir haben das jetzt mal zusammengeschnitten, dass es noch ein bisschen gruselig wird und euch Angst macht und hier ist es jetzt, guckt mal, das ist alles echt. Aber was eigentlich sehr makaber ist in den meisten Found-Footage-Filmen, so, wir haben das Tape gefunden von dem Ableben von 3 Jugendlichen, also haben wir da mal Musik drunter gelegt, damit es gruseliger wird. So, okay. Ganz genau. Und entsprechend bei Noroi ist es so, da ist dieser Forscher, der das alles erforscht hat und dann ein Video draus gemacht hat. Das Video ist fertig und wir haben dieses fertige Dokumentationsstück gefunden. Und im Anhang haben wir dann aber noch die Szene gefunden, wo er stirbt und da Musik drunter gelegt und angehängt. Aber das ist dann noch mal was anderes. Da kommen wir dazu, wenn es soweit ist. Spoiler Deluxe, nicht schlecht. Gleich am Anfang, in den ersten 10 Minuten der Folge. Nicht schlecht. Ja gut, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Also ja, gut, fairerweise, man sollte dazu sagen, der Film beginnt damit, dass sie sagen, wir haben ein Videoband gefunden, der Macher von dem Videoband ist verschwunden, wir wissen nicht, was passiert ist. Stimmt, und ja. Stimmt. Ja. Also der Film ist selbst der Spoiler. Tatsächlich bei der Vorbereitung wollte ich auch noch ein paar deutsche Kritiken irgendwie lesen und bin auf keine einzige gestoßen. Also der Film ist tatsächlich nahezu unbekannt, zumindest in Deutschland. Wie seid ihr dann auf den Film gekommen? Ach Gott, über ganz lustige Umwege. Also hobbymäßig mal so auf YouTube schauen, ob nicht irgendwie ein neues, unheimliches Video online ist. Das ist was, das machen wir beide ganz gern. Und da haben wir von dem Filmemacher seinen anderen Film gefunden, der heißt Okkult. Und der klang absolut bescheuert und verrückt. Und dann dachte ich so, hey, das ist bestimmt was ich gut mit Josh gucken kann. Und habe ihm das mal geschrieben. Weil sowohl Okkult als auch dieser Film sich eben drum drehen, dass irgendein merkwürdiges Mysterium passiert ist.
Und in einer Dokumentation soll das aufgeklärt werden. Und dann haben wir uns zusammen an Okkult rangesetzt, haben das durchgeschaut und haben gesagt, guck mal, ob der noch einen Film gemacht hat. Und dann haben wir Noroi gefunden und gedacht, oh wow, der ist auch von dem und der soll angeblich besser sein als Okkult. Und dann haben wir den gleich hinterher geschaut. Und interessant, da fließt jetzt noch mit ein, ich guck gerne mal in so Filmlisten, weil ich mein Filmwissen, gerade was Horrorfilme angeht, immer sehr vertiefen will. Und da gucke ich auch gerade mal so nach Filmen, die jetzt sehr unbekannt sind oder von denen nicht so viel geredet wird. Mhm. Und da ist irgendwann mal Noroi the Curse aufgetaucht. Und dann habe ich den einfach, weil ich ihn irgendwann mal gesehen habe, gekauft, vor Jahren. Und deshalb, ich hatte die DVD daheim. Wir haben diesen anderen Film geguckt und dann gemerkt, oh, der hat noch den anderen gemacht, den habe ich sogar hier. Lass uns den auch mal gucken. Auf Deutsch dann oder auf Japanisch? Auf Japanisch. Natürlich. Aber wir hatten deutsche Untertitel drunter. Echt? Das ist schon mal ein Luxus. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube ja, der Mike und ich, wir haben den vielleicht nicht ganz so verstanden, einfach wegen englischen Untertiteln auch noch. Dann auf Japanisch und mein Japanisch ist mittlerweile schon sehr eingerostet. Aber ich finde es ja schön, wie nur keiner versucht hat, den Regisseur auszusprechen. Gott. Ja, wir können es ja gerne mal probieren, aber ich dachte, Mike ist dafür immer prädestiniert. Ja, Mike, und ist es dein Lieblingsfilm vom Regisseur Koji Shiraishi? Ja, klingt gut. Und ist es dein Lieblingsfilm? Ja, wahrscheinlich ist es, weil ich sonst keinen anderen Film von ihm kenne. Also bei mir war es jetzt auch zuerst einmal so, oder es geht in die Richtung, ich bin einer, der Filme sie gern ins Regal stellt. Wie gesagt, ich habe eine recht große Filmsammlung. Bei mir ist schon wurscht, ob einmal ein Cast drin steht oder auch nicht. Und ich hätte auch probiert, auf eure Anfrage hin, mir den Noroi zu kaufen. Und dann stellt sich halt erst einmal das riesige Problem, dass es den nirgendwo gibt. Ja. Also wirklich, ich habe dann eBay geschaut, die eBay-Kleinanzeigen, laufende Auktionen, abgelaufene Auktionen oder Amazon bei so einem Zwischenhändler nix. Also der war zu der Zeit, wo ich ihn schauen hätte wollen, sollen, war der nicht aufzutreiben. Und für mich ist ja eigentlich ein No-Go, einen Film bei YouTube zum Schauen. Also sowas mag ich eigentlich so privat überhaupt nicht. Aber in dem Fall ist es halt nicht anders gegangen. Dann habe ich geschaut, okay, es gibt aufgesplittet quasi, der Film auf 2 Hälften aufgeteilt auf Deutsch, aber das Bild war zugeschnitten, also der äußeren Bildränder waren weg und nur innen, also so ein 4:3 formatiger Klops, war noch übrig. Also man hat dann keine Gesichter mehr gesehen und das war dann wie so früher, wo man sich in der Tschechei mal so einen Film rauslassen hat, irgendeine Raubkopie. Und da war wirklich, wo dann die 16:9 Balken einfach auf das Bild draufgeklatscht worden sind. Und in dem Fall war es auch so ähnlich, also es waren keine Gesichter zu erkennen. Aber ich hätte was verstanden, was gesprochen wird. Dann habe ich mir gedacht, das haut nicht hin. Dann habe ich auf den anderen Link geschaut, quasi der japanische O-Ton mit englischen Untertitel. Denke ich mir, verdammt, was tue ich jetzt? Entweder schauen und nicht verstehen, wo es das geht, oder verstehen, wo es das geht und nichts sehen. Und und ich habe mir dann für das entschieden, dass ich was sehe und nichts und nicht viel verstehe. Also ich habe mir wirklich dann auch zweimal jetzt angeschaut. Ich glaube, ich bin auch durchgestiegen, was der Film jetzt eigentlich von mir will. Aber er hat jetzt bei mir nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn wirklich am Laptop schauen habe müssen, und nicht wirklich zu Hause dann am großen Fernseher. Das macht natürlich auch noch mal was aus, aber bei mir hat jetzt der nicht wirklich gezündet, muss ich sagen. Okay. Also zu der Erklärung will ich nur ergänzen, ich habe das letzte Mal, wo ich dann auch nochmal geschaut habe wegen der DVD, bin ich auf irgendeine Filmseite gekommen, wo dann da gestanden ist, das Gruselige an dem Film ist, er taucht immer wieder bei YouTube auf und verschwindet dann auf mysteriöse Weise. Und ich habe mir so gedacht, okay, so kann man den Film natürlich auch nochmal zusätzlich gruselig machen, ja. Tatsächlich, die Version, die bis vor kurzem online war, ist auch nicht mehr online inzwischen. Ja. Also die ihr alle geguckt habt, gibt's inzwischen nicht mehr. Also scheinbar ist es wirklich so. Aber hättet ihr mal was gesagt, dann hätte ich den für euch auch gestreamt. Maike und ich haben auch übers Internet geguckt. Ich habe einfach genau. Dann teile ich einfach meinen Bildschirm und wir gucken den Film zu zweit, weil Maike und ich wohnen ja auch nicht mal in der Nähe. Okay. Aber also bei mir hat's funktioniert mit YouTube. Also von dem her, ich konnte ihn auch an einem Stück sehen. Ich glaube, ich bin nur einmal kurz eingeschlafen.
Aber dann habe ich die Szenen, die verpasst habe, wieder nachgeholt. Also mir hat der Film schon gefallen, weil ich zum einen Found-Footage-Filme schon mag, aber ich habe mir da wahrscheinlich auch einfach noch nicht so satt gesehen wie meine Kollegen. Nein, ich würde jetzt nicht sagen, gesatt gesehen, aber es ist halt einfach, mein Top an Found-Footage-Film ist immer VHS 2. Oder SVHS, den fand ich mega und das ist für mich das Nonplusultra an Found-Footage-Film. Und der, ja, wie gesagt, der hat für mich nicht funktioniert. Ich habe dann auch noch mal geschaut, weil ich mir gedacht habe, da steht wirklich auch im Internet dabei, gruseligster Found-Footage-Film. Und dann denke ich mir, vielleicht habe ich das nicht gesehen. Vielleicht habe ich zu oft blinzelt oder in Chipstüten wieder reingeschaut, keine Ahnung. Dann habe ich bei YouTube nur mal ein Video gefunden, quasi The Scariest Scenes of Noroi. Und dann denke ich mir, ja, das habe ich wirklich alles gesehen, aber nicht einmal die Szenen, die zusammengeschnitten worden sind, die so gruselig sein sollen, haben dann funktioniert. Aber gesagt, oder was geheißen hat, das sollten jetzt die gruseligen Szenen sein. Dann habe ich gedacht, ja, der hat halt einfach nicht bei mir funktioniert. Also da muss man ja schon dazu sagen, bei VHS oder bei VHS 2, das sind ja lauter Kurzfilme, also die sind ja dafür da, dass du halt innerhalb von kürzester Zeit ja so Schocker siehst. Ja. Und bei Noroi finde ich halt cool, dass sie das erst so langsam wie halt eine normale Dokumentation aufbaut und dann immer und immer gruseliger wird, bis halt dann der Höhepunkt kommt oder dann aufgelöst wird, wieso der gute Mann, der Kabayashi, gestorben ist. Okay. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt für mich der gruseligste Found-Footage-Film. Es ist ja jetzt auch nicht mein Lieblings-Found-Footage-Film. Das ist nach wie vor der beste Film aller Zeiten in Found-Footage, und zwar Trollhunter. Verdammt, den habe ich immer noch nicht gesehen. Was? Echt nicht? Schau den endlich mal. Nein, haben wir doch schon mal geredet, habe ich immer noch nicht gesehen. Ja, das ist so wie Fraktus, den willst du auch nicht anschauen. Den will ich mir nie anschauen. Ja. Aber ich bereue es jetzt auch nicht, dass ich Noroi gesehen habe, weil da waren ein paar Sachen dabei, die fand ich so gut, die werden mir wahrscheinlich ja nur lange im Gedächtnis bleiben. Gerade alles, was da so in die Psycho-Richtung ging, wo dann das Mädel da, irgendwie in der Mitte vom Film, glaube ich, verschwindet, die durch einen so in der Fernsehsendung da mit dabei ist, wo es dann zeigen, dass die übersinnliche Kräfte hat. Das fand ich ganz, ganz cool gemacht. Ich fand auch, wenn du das gerade ansprichst, gerade diesen Einwurf, wo wir auf einmal diese japanische Fernsehsendung haben, die wir gucken, wo es darum geht, dass die halt diese magischen Fähigkeiten oder telekinetischen, psychischen Fähigkeiten von Kindern testen. Mhm. Und es ist so alles auf japanische Gameshow gemacht, sogar so weit, dass oben und unten überall japanische Buchstaben eingeblendet sind. Mhm. Ich fand besonders interessant, das ist mir dann aufgefallen, als wir es vor kurzem das zweite Mal geguckt haben zur Vorbereitung, dass das wohl eigentlich 4:3 Footage war, dass die dann aber für den Film auf 16:9 geschnitten haben, indem sie einfach oben und unten was abgeschnitten haben. Also der hat sich auch wirklich Gedanken gemacht, dass der hier Fernsehfootage genommen hat und schlecht zusammengeschnitten hat. Also ich nehme mal an, dass das geplant war. Und ich fand aber auch, es ist, wie man sich so eine japanische Gameshow vorstellt, nur mit Kindern, die auf einmal Wasser erstehen lassen und Bilder durch die Gedanken raten. Es ist allein schon von der Thematik her, also wir haben das angeschaut und dann haben wir uns gegenseitig so angeschaut in der Webcam und haben gesagt, sowas würde in Deutschland nicht im Fernsehen laufen. Also so irgendwie auf RTL, Deutschland sucht das Psychokind, wer kann hell sehen, wer kann Sachen beschwören, sowas würden wir nicht zeigen. Das ist so bizarr. Und das ist doch die Uri Geller Show. Oh Gott. Okay, das ist wahr, das hat ein bisschen was davon. Ja. Stimmt. Aber die zeigen wir inzwischen auch nicht mehr, also scheinbar. Und da waren keine Kinder dabei. Ja. Das stimmt. Also sagen wir mal, alles, was mit Kindern dann auch nochmal zusätzlich zu tun hat, ist natürlich auch nochmal gruseliger. Genau, ich fand auch sehr gruselig, relativ am Anfang, ich glaube, das ist eine der ersten Szenen, als er diese komische Frau in ihrem Haus besucht, die ihn nur anbrüllt. Und als sie weggehen, sieht man dieses Kind im Fenster stehen. Ja. Und dann sieht man es zuerst so im Hintergrund, aber das reicht dem Filmemacher nicht. Das macht er noch ein paar Mal, dass er dann aber die Szene nochmal zeigt, drauf stehen bleibt und noch so ein bisschen gruselige Musik drunter legt, die aber aus irgendeinem Grund für mich tatsächlich funktioniert hat. Also es ist dann wie diese, ich weiß nicht, ob ihr auch sowas mal, also ich habe das als Teenager super oft geguckt, so Videos, wo dann irgendwelche gruseligen Szenen gezeigt werden, wo dann auch jemand was gefilmt hat und dann wird aber nochmal drauf gezoomt, ja, hier war das. Und das hat da so vielleicht Kindheitserinnerungen in mir geweckt.
Ja, also ich fand die Szene einfach nur so gruselig, weil ich mir das immer gut vorstellen kann, wenn man jetzt irgendwas filmt, wo man vielleicht eigentlich jemanden gerade interviewen wollte und dann filmt man aus Versehen einfach noch ein bisschen mehr und dann, während du dir das dann anschaust, merkst, oh Gott, da hat mir ja ein Kind beobachtet. Das ist allein der Gedanke, wow. Ja, man sollte auch dazu sagen, wenn man den Film also ich glaube, das ist wirklich die also zuerst wird gesagt, der Kobayashi ist verschwunden und dann ist das quasi so die Anfangsszene, dass er da versucht, dieses Interview zu drehen. Und zu dem Zeitpunkt, also ich als Zuschauer hatte keine Ahnung, um was der Film gehen soll, weil die Einleitung ist, er drehte ein Video über den Fluch. Und dann geht es einfach los. Dann steht er irgendwo in der Küche und interviewt eine Frau, die erzählt, dass bei der Nachbarin die ganze Zeit ein Baby schreit. Und man hat überhaupt keine Ahnung, so, okay, wo soll das jetzt bitte hinführen? Und bizarrerweise, normalerweise schmeißt mich sowas raus, aber in dem Film funktioniert es, dass man wirklich für den gesamten Anfang des Films nur da sitzt und sich denkt, was zur Hölle will denn der Filmemacher gerade von mir? So, er legt unter alles gruselige Musik drunter und zoomt immer auf Sachen, als wolle er dir ganz dringend sagen, dass das wichtig ist und du hast keine Ahnung, was es bedeutet. Und du merkst aber, es ist ihm unglaublich wichtig. Also, sonst würde er ja nicht so einen Aufwand betreiben. Dann so, okay. Es kommt quasi so auf, wie wenn er mehr wüsste wie du und er möchte es da aber unbedingt sagen. Ja, genau das. Wie so ein stummer Aufruf, so versteh doch. Und dann sitzt man da so, ich weiß aber nicht, was du willst. Aber ich finde in dem Kontext auch super, dass es wirklich so wirkt wie so eine Fernsehdoku. So diese so ein bisschen übertriebenen, wo sie auch Galileo Mystery, wenn sie versuchen, irgendein Rätsel zu lösen, irgendwas zu zeigen, dann würden die das ganz genau so drehen. 100%. Vielleicht ein bisschen moderner inzwischen, aber in 2004 eine Folge mit Galileo Mystery. Schreiner als Hauptakteur quasi. Genau, der geht da rum und interviewt die Leute. Wäre da wahrscheinlich irgendein Geist in der Currywurstbude oder so. Genau. Was ich ganz interessant gefunden habe, war, dass gefühlt alle 5 Minuten ein kompletter Szenenwechsel drin ist. Ja. Das geht ständig. So, und jetzt zeigen wir wieder jemanden mit einem Aluhut. Dann zeigen wir wieder die hübsche Schauspielerin. Dann zeigen wir die Schauspielerin, wie sie mit irgendwelchen Freaks im Wald steht und was Gruseliges entdeckt oder so. Dann zeigen wir wieder den Kobayashi. Und das geht halt gefühlt ewig. Also ja. Und zum Schluss läuft es dann auf einmal zusammen. Also am Ende treffen dann alle Charaktere, die wir vorgesehen haben, aufeinander am selben Ort, in derselben Zeit und es ergibt alles einen Sinn. Also wenn man so lange durchgehalten hat. Wenn man so lange durchgehalten hat, genau. Jetzt muss man aber man muss fairerweise dazu sagen, so, wenn ich was an Kritiken gefunden habe über den Film, dann waren das immer Leute, die gesagt haben, so, boah, das ist so langweilig. Das dauert ewig, bis was passiert. Also ich kann jetzt nicht mal sagen, dass das falsch ist. Also das ist leider wirklich wahr. Also gerade der Anfang ist so unglaublich verwirrend, weil diese ganzen Segmente kommentarlos nebeneinander stehen und man wird einfach mit den ganzen japanischen Namen bombardiert, ohne dass irgendwie erklärt wird, wer sind diese einzelnen Leute und warum sehe ich das jetzt gerade überhaupt? Und es kommt ja in jeder Sequenz wirklich einfach ein neuer Charakter hinzu und der kommt nicht alleine, der hat immer sofort mindestens 2 Leute noch mit dabei, sodass man wirklich, wenn man am Anfang aus dem Film so ein bisschen rauskommt und den Überblick verliert, ist es nachher auch sehr schwierig, da nochmal richtig dann reinzukommen. Genau, das ist das, ja. Das stimmt. Ich glaube, den Kobayashi, den sieht man ja eine ganze Zeit lang einfach nicht. Ich glaube, fast irgendwie 20 Minuten oder so. Mhm. Das ist gut möglich, weil er halt hinter der Kamera ist oder gerade irgendwo rumrennt. Genau. Ne? Ja. Genau. Ja. So, wie der Film sich dann zum Schluss zusammensetzt, hättet ihr das entsprechend erwartet? Weil ich hab mir einfach nur gedacht, okay, ihr habt uns Noroi vorgeschlagen, wahrscheinlich, weil es einer der gruseligsten Filme aller Zeiten ist und ich hab mich auf irgendwie Gore-Action und was weiß ich eingestellt. und ab dem Moment, wo dann der kleine Junge hinter dem Vorhang war, hab ich mir gedacht, okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Anschnallen, Corby. Und dann kam das mit diesem TV-Bericht und dann mit dem Mädel, das die übersinnlichen Kräfte hat und dann hat er mich teilweise wieder ein bisschen verloren und ich mir gedacht, okay, dann kam die Schauspielerin, wo dann im Hintergrund dieser Geist oder was weiß ich dann kurz zu sehen war, und ich dachte, jetzt geht's los. Und dann ist wieder eine Zeit lang nichts passiert. Also, ja, weiß ich, ging's euch da auch so? Also wir haben nicht den Gore erwartet. Tatsächlich, das war auch noch was, jetzt wo du es ansprichst, das war was wir auch besprochen haben, als es darum ging zu überlegen, was wir mit euch gucken sollen. Wir haben halt überlegt,
sollen wir jetzt was aus dem Gore-Genre, weil wir da jetzt auch eine ganze Staffel drüber gemacht haben. Und wir haben uns dann gerade dagegen entschieden und gesagt, nicht, dass nachher alle denken, wir machen nur Gore ab jetzt für immer und reden nur über Brutales, sondern so ein bisschen zeigen, ja, nee, wir haben auch ein bisschen mehr Tiefe. Halt für andere Horrorfilme. Ja, genau, für andere Horrorfilme. Und wir nehmen unbedingt ein Genre, das für einen Mike Kryptonit ist. Unbedingt. Oh je. Das wusste ich leider nicht. Ich hab's mit dem Josh schon mal geschrieben. Also, J-Horror ist ja für mich eher so ein rotes Tuch. Also, ich hab weder mit die Originale von The Ring oder The Grudge oder sowas was anfangen können, weil mir dieser streckenweise zu viel Leute waren, zu viel japanische Namen, zu viel, ich möchte jetzt überhaupt nicht rassistisch sein, ähnliche Gesichter. Und ich hab wirklich Probleme, das so zu differenzieren. Und dann haben die Filme dann teilweise auch noch eben die Zeitsprünge. Oder man spielt wieder was in der Vergangenheit, in der Gegenwart. In dem Film ist es wieder so, dass ihr, wie ihr es schon gesagt habt, so viel verschiedene Szenarien, zwischen die Szenarien hin und her gesprungen wird. Und ja, ich hab dann streckenweise wirklich einen Faden verloren. Die Spielshow-Szenen quasi, die fand ich ganz schrecklich. Das hat mich wirklich total rausgerissen, dass ich mir gedacht habe, what the fuck? Was ist los? Warum? Weil du das selber gruselig finden würdest, wenn deine Kinder sowas machen? Ja, das ist mir auf alle Fälle. Aber so jetzt als Unterhaltung bin ich da gesessen und habe gesagt, na, also das hat für mich so die Geschwindigkeit aus dem Ganzen, wo schon sehr gemächlich ist, das Tempo, nochmal so richtig rausgenommen. Und aber ich muss sagen, es hat dann wieder ein paar Highlights gegeben. Später dann ist die Passage im Wald. So ein Found-Footage-Film, der wo im Wald spielt, das haut immer hier, siehe Blair Witch oder so, also das ist immer gruselig, wenn man nur bis zu einem bestimmten Punkt sägt, ein paar Bäume und dann dahinter wird dann alles schwarz, weil es kann ja zu jeder Zeit irgendwo aus dem Finstern kommen oder so und das war wirklich atmosphärisch, aber dann war wieder der Herr mit dem Aluhut dabei, der so kreislich overgeacted hat, dass mir fast die Kopfhaut geraucht hätte. Ja, schwieriger Film. Also der Typ, der war wirklich nicht gerade förderlich für den Film, das stimmt schon. Ich muss sagen, ich fand den irgendwie super. Der war so übertrieben verrückt und er hat das aber, fand ich, gar nicht so overacted, sondern einfach sehr gut gespielt. Er hat wirklich, also ich habe dem Kerl wirklich geglaubt, dass mit dem was nicht stimmt. Okay. Ja, das wäre ungefähr so, wie wenn der Carney den gespielt hätte. Und dann ist er, hey, ist auch nicht so viel. Und dann ist auch so viel, wie ich mag. Ich muss aber sagen, so, also ja, ich weiß genau, was du meinst, aber auf der anderen Seite, es gibt so ein paar Szenen, wo er, wenn er ausrastet, plötzlich anfängt, Leute anzugreifen und das ist irgendwie sowas, wo ich dachte so, oh wow, das nehme ich wirklich total ab. Also der hält sich überhaupt nicht zurück, der rennt dann wirklich mit offenem Mund und ausgestreckten Händen auf irgendwelche Leute zu und versucht die zu packen, zu zerren und weiß Gott was mit denen anzustellen, wo man sich denkt so, ja doch, Ich glaube ja, wenn du in dem ganzen Geschehen besser drin bist, so wie ihr das sagt, oder wart's in dem Film, bist du viel mehr involviert und kaufst ihm das ab. Ich, wo schon da sitzt, mit den Händen verschränkt und schon so skeptisch schau und dann sag ich das auch noch, da wollen wir dann denken, ja, Film, machen wir so weiter. Gleich schalte ich dich aus. Super, perfekt. Der Aluhut-Typ, der spricht doch eher die ganze Zeit von irgendwelchen Würmern. Ist das bei den deutschen Untertiteln irgendwie eher anders gewesen als auch Würmer? Ectoplasmic Worms? Ja, also im Deutschen sind es Geisterwürmer, wo ich jetzt sagen muss, okay. Das macht es nicht unbedingt besser. Ich glaube, das Englische ist näher dran an dem, was das Japanische sein soll, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ghost Worms wäre wahrscheinlich cooler. Aber da hätte ich jetzt gerade die Frage, wenn du es schon gerade ansprichst, diese Geisterwürmer oder die Ectoplasm Worms, seht ihr das auch so, dass das dann am Schluss quasi diese Babyföten waren, die man gesehen hat, die an dem Geist hochkrabbeln? Dass er nur dachte, das wären Würmer? Josh kommt mit allen Spoilern, die alles nimmt damit. Also das mit den Würmern, also ob ich das jetzt so unterstreicht hat, weiß ich nicht, aber das war mit Abstand die gruseligste Szene vom Film. Ja. Da hat es doch dann noch mal eine Szene gegeben, wo quasi unser Regisseur quasi beim Professor sitzt und dann so eine Schriftrolle ausgebreitet wird.
Und dann wird quasi die Herkunft des Dämons beschrieben. Und dann kommt die Szene, weil du hast ja mit den Affen und da mit hin und her, und dann erklärt er ein bisschen. Und dann wird auf einmal die Szene eingeschnitten aus der Waldszene mit den Föten. Und das habe ich wirklich Gänsehaut gehabt vom großen Seher bis zur Nasenaffe. Also das war wirklich so eingefügt und war ein wenig so ein Jumpscare. Und das hat bei mir wirklich gezunden. Das war stark. Echt? Kann das so dicht hinter den Schriftrollen? Ja. Ich hab gedacht, sie ist doch in den Wald gelaufen, oder? Und aber die Szene kommt dann nochmal, die haben es dann da rein. Ich glaube, die sieht man vorher kurz, genau. Genau. Ah, okay. Und hui. Ja, also ich glaube, das ist, warum der Film oft als also ich bin nicht der Meinung, dass das der gruseligste Found-Footage-Film aller Zeiten ist oder der gruseligste Film aller Zeiten. Aber ich glaube, diese Reviews führen daher, dass halt Leute diesen Film geguckt haben, ohne irgendwas drüber zu wissen. Wenn man dann natürlich liest, dass der gruseligste Film aller Zeiten und den dann guckt, dann hat man andere Erwartungen. Aber wenn man einfach nur einen Found-Footage-Film guckt oder vielleicht sogar in 2004 noch dachte, das ist echt, und dann diesen Film guckt und dann halt vor allem, er fängt langsam an, hat dann so eine bisschen creepy Szene, dann kommt aber diese Szene im Fernsehen, die so sehr locker und lustig ist. Und dann bekommt man aber so gefühlt hin und wieder, dann fühlt es sich noch mehr an wie ein Schlag in die Fresse, wenn so eine Pause ist, wo nichts Schlimmes passiert und dann auf einmal was richtig Hartes. Ja, sie nehmen die Geschwindigkeit raus und dann kriegst du es erst so richtig besorgt. Ganz genau. Wunderbar formuliert. Es sind aber da viele Momente drin, wo ich mir denke, okay, krass, wie zum Beispiel das mit den Tauben, wo der eine Typ vom Balkon sich einfach eine Taube schnappt und mit reinnimmt und wahrscheinlich verspeist. Das war so ein Ding, wo ich mir halt wirklich, jetzt kommen wir wieder auf mein Dokumentation drehen zurück, stellt sich mir vor, man dreht eine Dokumentation und da filmt man aus Versehen sowas. Da denkst du doch, na, okay. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, so als wir das zum ersten Mal gesehen haben, saßen wir beide so vor dem Film und haben die ganze Zeit dieselbe ungläubige Fratze gezogen, so, was passiert da? Wieso passiert das? Hast du das gerade gesehen? Hat er gerade die Taube mit reingenommen? Was macht sie mit dem Vieh? Und das wird auch nie so wirklich aufgelöst, sondern die filmen das und meistens sieht man dann irgendwie noch den Kobayashi so irgendwie im Auto sitzen und der guckt genauso verwirrt wie man selbst. Ja, ganz genau in die Kamera. Was? Der da denkt Gott dasselbe wie ich. Ja, sehen Sie das, liebe Zuschauer? Wie Sie sehen Sie nichts. Also der Film ist auch, er ist irgendwie ein bisschen spannend strukturiert, weil er beginnt irgendwie mit diesem nicht weiter erklärten Mysterium, was gerade untersucht wird, was einfach nur ist, bei der Nachbarin schreit ein Baby. Wo man sich schon denkt, so, das ist jetzt nicht unbedingt das Mysterium, wo ich einen Geisterjäger erwarten würde, wenn ich ehrlich sein soll. Aber okay. Aber dann benimmt sich die Nachbarin so unglaublich merkwürdig, dass man sich denkt, okay, irgendwas ist da merkwürdig. Anscheinend ist der Geisterjäger eine gute Idee. Dann erklärt er aber irgendwie weiter, ja, es gibt hier die kleine Kana, die ist da psychisch begabt, jetzt ist sie weg. Und dann denkt man, wie, die ist weg? Wo ist die hin? Ja, er muss jetzt rausfinden, wo die hin ist. Während er versucht rauszufinden, wo die hin ist, kommt er aber mit dem nächsten Mysterium um die Ecke. Ja, er hat hier jemanden gefunden, der malt die ganze Zeit merkwürdige Zeichen und dann fängt er an, da aus Garn und Kabeln ganz komische kleine Kreise zu knüpfen, überall in der Wohnung. Und du denkst dir, was hat das denn jetzt mit dem verschwundenen Kind zu tun? Wieso ist das in dieser Doku drin? Und so geht die ganze Doku, die strukturiert sich quasi von einem Mysterium so gleich in das nächste rein. Und je näher sie dem Ende kommt, desto mehr Antworten schmeißt sie dir plötzlich entgegen. Mhm. Aber die Antworten sind meistens auch so, man sitzt da und denkt sich, die Antwort habe ich jetzt aber auch nicht so ganz verstanden. Also so, ich verstehe jetzt, wie es miteinander zusammenhängt, aber das Gruselige ist, ich verstehe es nicht wirklich. Ich kann erklären, okay, wenn sie diese merkwürdigen Muster da knüpft, dann hat sie irgendwie was mit dem Fluch zu tun, ist irgendwie davon betroffen. Aber was heißen diese Muster? Keine Ahnung. Kann ich jetzt frei interpretieren, aber erklärt mir der Film gar nicht weiter. Warum sind die Muster nachher noch mal auf irgendeinem alten Stein, irgendwo mitten im Wald? Keine Ahnung. Könnte ich mir was ausdenken, aber wer weiß. Und der ganze Film funktioniert irgendwie so. Ich weiß nicht, also bei mir trifft es dann so genau den richtigen Punkt von kosmischer Horror, weil bei mir triggert das sofort dieses, da sitzt irgendwo ein großer Alter, ich weiß es. Der Lovecraft schaut vom Himmel nach unten und diese Geisterwürmer ist bestimmt auch irgendwas mit Tentakeln. Und deshalb verstehe ich ja nichts.
Aber das stimmt schon. Ja, da bräuchte man jetzt wahrscheinlich nur zusätzlich bei uns als Gast irgendeinen Geisterforscher, der dann uns erzählt, ja, das war aber total logisch, weil Aber ich sehe es aber auch so, dass lieber nehme ich meinen Kopf selber ein wenig Herz zum Dinger und vielleicht auch den Film nochmal anschauen. Ich werde ihn aber sicher nochmal anschauen. Ich bin jetzt auch auf der Jagd nach der DVD, also ich gebe nicht auf. Und es ist dann, wo du dann sagst, vielleicht findest du dann auf einer Schriftrolle nochmal auch so ein Symbol und kannst du das dann zusammenreimen, weil es würde die ganze Zeit irgendein Erklärbär kommen und dir die ganze Zeit dann verzeiht, ach ja, das und das und das und hin und her. Und lieber mag ich das, also gut, das ist einfach bis zu einem gewissen Grad, ob es erklärt kriegen, ist schon okay, aber so die Feinheiten, die Einzelheiten, dass du die selber weniger erarbeitest, sowas finde ich immer schon spannend. Das ist übrigens ein Punkt, also ich verstehe das gar nicht, warum der Film bei uns nicht so bekannt ist. Also der hat doch durchaus Potenzial, dass er, und ich glaube, hat er irgendwie eine deutsche Synchro einmal bekommen, also ich glaube... Genau, die DVD hat eine deutsche Synchro, genau. Ja, genau. Ah, okay, weil das wäre eigentlich ein prädestinierter Streaming-Film. Also ich Der glaube, ist ja auf Shudder läuft der ja, gell? genau. Wo? Ich glaube aber nur auf dem amerikanischen. Ich glaube, Ja, genau. im Deutschen ist er nicht. Genau. Aber Okay. das ist auch, ich habe extra nachgeschaut auch noch, irgendwie die Firma, die zuerst für den Film verantwortlich war, die hat auch sofort danach Insolvenz angemeldet. Da war da nicht viel mit den Film nochmal weiter in die anderen Länder hinaustragen. Ich glaube, dass der Film wirklich verflucht ist, oder? Ja, ich wollte Ja. gerade sagen, Wir haben jetzt dann auch das ist wie den- das Mysterium in YouTube, dass der immer wieder verschwindet. Genau. Ja, genau. Und unser Podcast wird jetzt dann auch verschwinden. Oh Gott, oh Gott. Oh nein. Ach so, das war eine Falle. Endlich können wir an die Macht. Oh Gott. Naja, aber wir haben Glück, der Kani ist jetzt nicht dabei, das heißt, der Kani muss dann die nächsten Folgen einfach allein machen. Ja, genau. Übrigens zu dem Film, wir haben noch ein paar Sachen noch nicht angesprochen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Schauspielerin, die Marika Matsumoto, glaube ich, genau, die spielt sich selbst. Also die ist auch tatsächlich eine bekanntere Schauspielerin, wohl vor allem als Synchronsprecherin für Final Fantasy Spiele bekannt, aber auch tatsächlich einfach eine japanische Schauspielerin, die sich selbst spielt. Also sie spielt nicht irgendeinen Charakter, sondern die heißt auch genauso und spielt die Schauspielerin sich selbst. Dann habe ich mal nachgeguckt, aber sonst spielt keiner sich selbst. Sie ist da die Einzige, aber das bringt halt auch noch mal so einen Realismus mit rein. Und zu diesem Realismus, um mal zu zeigen, wie viel Recherche wir von Fürchtenlehren in unserer Arbeit stecken, ich habe da mal noch so ein bisschen gesucht, hab dann im deutschen Wikipedia gibt's leider nicht viel über die Seite. Dann habe ich einen Trick, den ich mal irgendwo im Internet gefunden habe, angewandt, bin auf die japanische Wikipedia, habe die von Google auf Deutsch übersetzen zu lassen und habe da mal so ein bisschen geguckt und habe dann festgestellt, es gab tatsächlich, bevor der Film rauskam, einmal die Seite von dem Kobayashi, also eine Website von dem Kobayashi, wo der seine Bücher und seine Filme angepriesen hat. Es gab eine Verlagsseite von dem Verlag, der den Film rausgebracht, der die Bücher und den Fake-Dokumentarfilm rausgebracht hat. Und es gab eine Fanseite von einem Fan des Kobayashi, der sich total freut, dass bald Noroi rauskommt. Und die wurden alle sogar noch gepflegt, bis kurz nachdem der Film rauskam. Dann hat's halt relativ schnell nachgelassen. Bei der Seite von Kobayashi ist vollkommen sinnvoll, dass, wenn der Film rauskommt, er nichts mehr dazu schreibt. Der Fan hat dann irgendwie ein Jahr später, glaube ich, aufgehört, Posts zu machen. Aber tatsächlich, die haben da Marketing-Tricks angewandt, ähnlich zu damals Blair Witch Project. Genau. Und das fand ich sehr spannend. Das war halt auch was noch nicht mal im deutschen Wikipedia erwähnt wird. Ich glaube auch, dass die Seite von Kobayashi hat irgendwie noch so ein Timeline-Stamp, wo man draufklicken kann, wo er wirklich zu verschiedenen Daten hochlädt. Heute war ich dort und dort, mit dem und dem habe ich ein Interview geführt. Und das sind dann tatsächlich die Daten, wie sie auch im Film sind. Ich meine, der Film legt es so stark drauf an, dass man denkt, er ist real, dass wirklich, wenn die Doku durchgelaufen ist, laufen Fake-Credits für die Dokumentation. Und dann steht da halt Dokumentation von Kobayashi und das ist mein Kameramann. Und Marika war auch mit dabei. Also es ist wirklich gehandhabt, als wäre das alles echt. Cool. Also ja, das ist schon auf jeden Fall cool. Und Mike, wenn du dich zurückversetzt ins Jahr 2005, wenn du den da gesehen hättest, dann hättest du wahrscheinlich auch gesagt, okay, ja, war gruselig. Bestimmt. Bestimmt.
Und du hast ja vorhin ja zugegeben, dass bei einer Szene ich bin jetzt im bist. Film nicht grundsätzlich negativ eingestellt, aber ich habe jetzt schon massive Probleme. Ich habe massive Probleme. Ja. Okay. Fair. Aber wie gesagt, ich gebe nicht auf, ich schaue mir auch nochmal an, ich besorge mir die auf jeden Fall, die deutsche DVD noch irgendwie und auf jeden Fall bei die Warlex nochmal irgendwo hau ich das nochmal rein. Ich schaue mir den auf jeden Fall nochmal an und das dann wirklich auf dem Fernsehen und mit Finster und Ole Ole, alles was dazugehört. Ole, ole. Vielleicht sind wir dann. Ja, Das ist gut möglich. Also ich habe die DVD damals auf Amazon für 12 € gefunden. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Das war aber auch 2019, also ist schon eine Weile her. Ah, okay. Da gab's den mal, ich meine, es ist jetzt nicht günstig für eine DVD, aber immerhin in einem erschwinglichen Rahmen. Ja. Mir war auch das Cover geläufig. Also ich habe das Cover dann gesehen und habe mir gedacht, den wirklich in irgendeiner Gory News damals oder Splatting Image oder so, meine, ist da mal was drin gestanden über den Film. Aber wie gesagt, da eben Erscheinungsland oder Produktionsland Japan ist, war das für mich dann kein Thema mehr. Hast du wirklich in deiner ganzen Filmsammlung keinen einzigen japanischen Film? Nein, das nicht. Ich viel vom Takashi Miike. Oh, sehr gut. Da habe ich einiges, weil der einfach Wahnsinn ist und obtrat, also Itchy the Killer oder so, das sind schon, oder Audition, Weltklasse, aber dann wird's aber auch schon eng. Okay. Müsste jetzt überlegen, aber es wird wirklich eng, ja. Also ein anderer japanischer Regisseur, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Sion Sono, der jetzt gerade den neuen Prisoners in the Ghostland mit Nicolas Cage rausgebracht hat. Der macht sehr gute schauen. Filme. Ja, einfach schauen. Am besten Tag ist von ihm, ne? Am besten einfach schauen und denken, okay, ich schaue jetzt einen japanischen Horrorfilm und sich dann von Sion Sono überraschen lassen. Also das ist so ein Regisseur, ich habe von dem ein paar Filme gesehen und ich habe mich entschieden, egal was der rausbringt, ich gucke es einfach. Ich habe da jetzt keine, also nicht alles, weil das ist so ein japanischer Regisseur wie Miike, der jedes Jahr 3 Filme rausbringt oder so. Ja. Das kriegt man ja nicht hin, aber so, wenn ich irgendwo was sehe, dann kaufe ich es auch einfach, wenn es von ihm gerade im Regal steht, also im Geschäft steht oder so. Weil, also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay. Dieser Regisseur hier, ich versuche jetzt gar nicht seinen Namen nochmal auszusprechen, also der von Noroi. Koji Shiraishi. Gesundheit. Der hat übrigens noch ein paar Filme gemacht, die zumindest mir geläufig waren. Also zum einen er hatte einen Film gemacht, der so ein bisschen, glaube ich, eher als lustig angesehen wird. Ich vergesse auch immer, wie er jetzt genau heißt, aber es ist quasi, wenn man es übersetzt, der Fluch gegen The Ring. Mhm. Ja, Sadako versus Kayako. Genau, also er hat quasi diese, ich glaube 2016 oder so war das die Zusammenführung gemacht, wo die zwei aufeinandertreffen. Und er hat auch tatsächlich einen sehr, sehr verstörenden Film, den ich vor kurzem auch geguckt habe, gemacht, nämlich Grotesque. Der wäre dann eher in das Gore-Thema, würde der eher passen. Aber volle Kanne. Das ist schon Torture-Porn in Reinkultur. Genau, da ist sonst nicht viel mit drin. Na. Und den Ding habe ich noch gesehen, den Carved, The Slit-Mouthed Woman. Den ich wollte gerade sagen, der kommt mir auch bekannt vor, den habe ich noch nicht gesehen, aber also der hat schon einiges gemacht. Stimmt, ja. Ja, schön. Dann gehen wir nochmal zurück auf Noroi. Und zwar der Dämon, der da drin vorkommt. Oder es ist schon Dämon, ja. Ja, kann man sagen. Der Kagutaba. Ja. Kagutaba. Josh, wenn du die Wikipedia-Seite, die japanische, gelesen hast, gibt's den Dämon wirklich? Nee, tatsächlich, das habe ich nachgeguckt, den gibt's nicht wirklich. Also der ist eine reine Erfindung für diesen Film. Mit allem drumrum. Gibt's einfach nicht, genau. Also wahrscheinlich so Dämonen in die Richtung gibt's schon, aber dieses Dorf mit dem Dämon, den die jedes Jahr gebändigt haben, der Kagutaba heißt, den gibt's nicht. Okay, na gut, dann kann ich jetzt wieder beruhigt schlafen. Gott sei Dank. Nimmt wieder einen Ticken Realismus aus dem Film raus. Ich habe immer Angst, wenn ich so Filme schaue, die wo über echte Dämonen gingen, dass ich den Dämon beschwöre, wenn ich den Film schaue. Aber das habe ich gerade gelesen bei Hereditary, der Payment, den gibt's ja, und man denkt, verdammt, das muss den auch schon wieder geben, Himmelherrschaft.
Mir reicht schon immer Paranormal Activity, wenn ich mir dann denke, da wird's ja auch nicht so richtig erklärt, was das für ein Dämon ist. Und ich denke mir dann, okay, allein aus dem Grund will ich eigentlich bei mir in der Wohnung oder im Haus nie irgendwie Sicherheitskameras haben, die dann nur ein Bild übertragen, weil ich glaube, ich würde rund um die Uhr immer die Kellertür anschauen und sobald die einmal aufgeht, bin ich weg. Ja gut, ich meine, fairerweise muss man sagen, so gerade was in den alten Grimoiren drinsteht, wie man diese Dämonen ruft, das wäre heutzutage wirklich eine ziemlich anstrengende Arbeit. Also ich habe mir so ein How-to-Ritual durchgelesen. Da ging es auch, glaube ich, gleich um Lucifer, weil wenn man einen ruft, dann natürlich den Chef. Und, wenn dann schon, denn dann schon. Ja. Aber das hatte zum Beispiel als ersten Schritt selbst gebrannte Holzkohle auszustreuen. Und dann dachte ich schon so, wer macht denn das heute noch? Also, und das ist der erste Schritt. Da muss ich ja erstmal jetzt einen Ofen finden und mir selber die Kohle brennen und ach du lieber. Es steht sogar selbst gebrannt. Ja, man muss das selbst brennen. Das hat dann irgendwie was damit zu tun, dass man eben eine persönliche Bindung zu diesem Beschwörerkreis da aufbaut, weil wenn du die einfach irgendwo im Baumarkt kaufst, das kann ja jeder. Aha. Ich meine, wenn du so ein Dämon bist, hast du ja auch Geschmack. Lucifer befürchtet, dass er die ganze Zeit irgendeine Pfeife ruft, wo sich hinter vorne nicht auskennt. Er sagt, wenn, dann muss man sich schon ein wenig anstrengen bei der ganzen Gaudi. Ja, also, was das angeht, oh Gott, okay, Random Facts incoming. Also, es gibt auch einen, der hat mittwochs immer Ouija-Board-Dienst. Also, das sind dann so Sachen, wo man liest und sich denkt so, ach du lieber Gott. Wow. Okay. Ja, gut. Habt ihr noch irgendwie Easter Egg-Informationen oder irgendwas Wissenswertes zu Noroi? Ich glaube, tatsächlich von meiner Seite aus war's das. Nee, mir fällt jetzt sonst nichts mehr ein. Wie gesagt, es ist tatsächlich das Wissen sehr versteckt. Also auch auf IMDb gibt's gar nichts Wissenswertes zu dem Film. Selbst auf Wikipedia, da steht ein bisschen was, aber auch relativ karg. Deshalb, ja, also ich glaube, ich habe soweit alles abgearbeitet. Ja, prinzipiell. Das Wichtigste haben wir. Ja gut, dann ihr seid ja fleißige Hörer von unserem Podcast. Das heißt, ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt kommt eigentlich die eigentliche Arbeit. Das davor ist ja immer lockeres Vorgeplänkel und ab und zu mal eine Meinung raushauen. Aber jetzt geht's ums Ganze. Wir bewerten jetzt den Film und zwar jeder Einzelne einmal mit dem, was hat mir am besten gefallen und was hat mir überhaupt nicht gefallen. Und auch ein, was hat mir nicht gefallen, muss es geben. Also man kann sich nicht davor drücken. Na, da ist der Kobi ein Nazi bei uns. Das gibt's nur mit. So, für das, dass du es gesagt hast, darfst du gleich anfangen, Mike. Mach's vor. Über was gedacht. Also, rumkriechende Föten fand ich sehr cool und sehr gruselig. Also das war die Szene, die mir am meisten beeindruckt hat. Das war stark. Bei manchen Szenen, die wirken wirklich authentisch auf mich, die haben mir richtig gut gefallen. Aber im Endeffekt, jetzt kommen wir zum Negativen, war das für mich sehr lange Zeit sehr zusammenhangslos, anstrengend zum Schauen. Teilweise das Overacting hat mich gestört. Aber wie gesagt, ich gebe ihm noch mehr eine Chance, das war's noch nicht. Der nächste bitte. Das doch nicht. Ja, dann würde ich sagen, Maike, du darfst weitermachen. Oh, okay. Ach Gott, also ja, die Föten wurden jetzt schon genannt, die waren für mich definitiv auch ein Highlight in dem Film. Sehr schön. Ich muss aber sagen, so was mir allgemein gut gefallen hat, ist, dass während man den Film schaut, die Informationen eben wirklich teilweise so subtiler rübergebracht werden. Also bis zu dem Punkt, wo er sich wirklich von einem Historiker vorlesen lässt, was passiert ist, vergeht eine ganze Weile. Und nur weil der Historiker irgendeinen Text vorliest, ist jetzt nicht der ganze Film erklärt. Mhm. Und das finde ich eigentlich richtig, richtig cool als Idee. Und ich muss auch sagen, dass diese Sache mit den Föten, ich weiß es nicht, weil mir ist es beim ersten Schauen nämlich vollkommen entgangen, aber beim zweiten Schauen, der Film erklärt auch, was genau mit den Föten gemacht wurde und warum das gemacht wurde. Und als ich an dem Punkt am Film ankam, dachte ich so, oh Gott, das macht es noch mal schlimmer. Und das hat richtig gut tief getroffen. Ja, etwas, was nicht so gut ist. Also, ich möchte den Film eigentlich loben, dass er wirklich so viel Wert auf Authentizität legt und Authentizität, schwieriges Wort. Aber es gibt so immer mal wieder Szenen, die rausspringen und die fallen einem natürlich nur umso ärger auf, je authentischer alles andere ist. Also wir hatten am Anfang irgendwie kurz gesagt, ja, es gibt eine Erklärung, warum alles gefilmt wird. Also eigentlich
es gibt zwischendurch eine Szene, in der Keiko, das ist die Frau von Kobayashi, sich irgendwie beim Essen filmt mit Marika. Und es wird überhaupt nicht erklärt, wieso. Sie filmen es einfach. Und das ist so eine der Szenen, wo ich mir denke, ich meine, ich weiß, dass sie es filmen, weil irgendwann ein Schockeffekt reinkommt. Aber das springt vollkommen raus, weil alles andere hat so eine gute Erklärung, warum eine Kamera draufgehalten wird. Und solche Geschichten ist dann so, was ist da jetzt plötzlich passiert? Auch die letzte Szene im Film, genau dasselbe. Red nicht weiter, sonst habe ich nichts mehr Negatives. Okay. Du hattest ja deine negative Szene. Okay, dann nimm du die. Nee, weil dann würde ich nämlich gerade übernehmen, weil ich würde gerne die letzte Szene als Positives und Negatives nennen, weil negativ ist halt, ja, ich glaube, seine Frau fängt an, sich anzuzünden und ein Kerl schlägt auf ein Kind ein, aber er liegt da und hält die Kamera gerade und perfekt. Danke. Das fand ich wirklich nicht so gut, vor allem wenn man dann drüber nachdenkt. Auf der anderen Seite, während ich die Szene geguckt habe, fand ich sau cool, was da alles passiert und was dann noch so erklärt wird jetzt so weil es gab noch so ganz viele offene Enden eigentlich aus der Doku, die er hat. So, er hat auf einmal ein Kind adoptiert, er ist glücklich mit seiner Frau, aber da passiert ja noch was. Er verschwindet ja und seine Frau stirbt. Was ist da passiert? Und auf einmal kommt dann alles nochmal so zusammen, so ein letzter Schlag, wo der auch wirklich gruselig ist und funktioniert. Also dann mit dem Kind, das dann nochmal kurz diese Noroi-Maske quasi sogar aufhat für einen Frame nur. Das hat mich irgendwie dann nochmal total begeistert. Und das fand ich richtig cool. Aber halt, vielleicht hätte er einfach sollen sagen, er hat gerade ein Stativ aufgestellt, weil er irgendwas filmen wollte, als die reingekommen sind. Und dann wäre es gut. Aber das hat mich dann so ein bisschen gestört. Ja, es war halt einfach unglücklicher Zufall. Und hat er gedacht, naja, okay, wenn ich gerade schon film. Ja. Genau. Wenn wir schon wieder draufgehen, dann filmen wir es ja gleich. Ja, da kannst du nichts mehr retten, kannst wenigstens noch Geld mitmachen. Ja, aber da wäre das ja nur zum Retten gewesen. Also wenn da irgend so ein Psycho einen Stein dahinter hat und möchte auf mein Kind einschlagen, dann der rischt ihn mit der Kamera so viel, dass er sorgt. Aber er legt sich dann am Boden hier. Also das hat mich schon gestört. Ja. Ja. Okay, gut. Mir gefällt am Film vor allem eben dieser Dokumentationsaufbau. Sowas mag ich ziemlich gern. Also vor allem halt alles, was dann irgendwie, das, was am Mike eigentlich nicht gefallen hat, das mit dieser mit der Fernsehsendung und so. Und dann, dass man halt auch sieht, okay, es ist jetzt nicht nur alles in dem Film, was praktisch der Kobayashi gedreht hat, sondern er hat halt da auch verschiedene andere Quellen nur mit dazugezogen, damit man halt dann auch sieht, okay, da passiert da mal was außen drum und nicht immer da, wo er gerade ist. Das fand ich ganz, ganz cool und ganz gut gemacht. Was mir nicht gefallen hat, das war dieser Schlussaufbau, wo sie auf den See mit dem Boot rausfahren. Das hat sie irgendwie ewig gezogen und ich habe ehrlich gesagt gedacht, da passiert schon irgendwas saugruseliges. Ich meine, ja, die Marika macht was Gruseliges, aber es ist nicht das gekommen, was ich gedacht habe. Ich habe nämlich gedacht, sie bringt ihn jetzt um oder so. Oder schubst ihn zumindest ins Wasser, aber ja, da habe ich mir gedacht, ach Kim, Film, mach das doch jetzt. Aber na, da habe ich mich dann getäuscht. Naja, gut, und dann zum Abschluss gibt's noch unseren Triple Threat. Mike, willst du den Triple Threat erklären? Muss man das nur erklären? Nee, wir wissen Bescheid. Jetzt pass auf, Triple Threat, wir haben quasi 3 Attribute, die ein Film haben muss, um gut zu sein. Und da haben wir jetzt quasi einmal tote Tiere. Haben wir mehr tote Tiere im Film? Wer mag? Ja, die haben Menge. wir. Ja, grog nur. Na, die falschen auch noch. Ja, teilweise in Teilen, teilweise am Stück, ist alles dabei. Das stimmt. Haben wir entblößte männliche Trompeten? Nee, die haben wir nicht. Das wäre eine interessante Doku geworden. Wir wissen nicht, ob der eine Geist, der in dem Wald wieder dabei war, nicht gerade nackt war. Wie ist das eigentlich in eurem Ansehen bei den 3T, wenn die Trompeten in dem japanischen Film zwar entblößt sind, aber so zensiert? Zählt das oder zählt das nicht? Ist hier nicht vorgekommen, aber das interessiert mich jetzt grundsätzlich. Es ist ja meistens dann so, dass die fürs deutsche Release nicht verblurrt sind, oder? Meistens ist ja so, dass das nur im japanischen Release verzerrt ist und im deutschen dann nicht, oder?
Und, ich habe noch nie einen deutschen Film gesehen aus Japan, in dem dann die Geschlechtsteile verblurrt sind. Ja, aber du hast ja noch nicht so viele japanische Filme gesehen, habe ich verstanden. Ja, ich habe schon ganz viel gesehen, aber ich habe es auch nicht in der Sammlung oder sonst was. Ich schaue schon seit, weiß ich nicht, 25 Jahren Horrorfilme, da haben wir bestimmt schon viele Asiaten über den Weg gekommen. Aber bis jetzt noch keine verblurrte Geschlechtsteile. Meinst du asiatische Penisse? Ja, auch. Ja, auch. Nicht einmal der Penis bei Hangover war verblurrt. Hangover 2. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, ob ich schon mal einen japanischen Film gesehen habe, wo man einen Penis sieht. Weil selbst bei Grotesk wird er immer schön weggedreht und da passiert sonst alles. Aber da bleibt die Kamera immer schön oberhalb der Hüfte, weil alles andere wäre ja, aber da haben sie aber nur so pingelig bei die Penisse, oder? Weil wo es die weiblichen Attribute angeht, geht Grotesk aber schon auf die 12, da oder? Da zeigt er alles, genau, ja. Ich wollte nur, ja. Weiblichen Attribute, du musst das Joe Fred noch zu Ende bringen. Natürlich, apropos, haben wir mir in dem Film entblößte weibliche Attribute obenrum. Haben wir Möpse? Nein, haben wir auch nicht. Auch nicht. Aber sehr viele tote Tiere, vielleicht macht das ja dann was aus. Das stimmt. Und tote Föten, ich meine. Welcher Film hat das schon? Ja. Ja. Ja, gut, somit hätten wir über Noroi gesprochen. Dann, bevor wir euch verabschieden, ja, wollt ihr nur ein bisschen spoilern, was jetzt als nächstes bei euch in den nächsten leeren Folgen dann präsentiert wird? Ja, da können wir gerne eine grobe Voraussicht bringen. Jetzt ist die Frage, wie lange es noch dauert, bis diese Folge rauskommt. Weil wir haben noch nicht weiter als die nächste Folge geplant. Also wahrscheinlich wird die schon raus sein, wenn diese Folge hier erscheint. Also Dienstag, also in einer Woche. Ach doch, so schnell. Okay, nee, dann, also wir haben schon insoweit geplant, dass die nächste Folge, die rauskommt, behandelt komplett ein Buch, das ich sogar in der Schule durchnehmen musste, nämlich Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Da gehen wir genau drauf ein, gehen die ganze Geschichte durch, ist nämlich auch eine sehr unheimliche Geschichte, die Freud in seinem Aufsatz, den wir in Folge 1 besprochen haben, sehr häufig erwähnt. Und es ist auch eine wirklich gute Folge, mit der ich tatsächlich aber... Folge, eine gute Geschichte. Die Folge natürlich auch. Was ich erwähnen will, ist, dass ich da ähnliche Probleme habe, Filme zuzufinden, wie Mike es hatte mit Noroi. Es gibt ein paar Verfilmungen, sogar deutsche, von Der Sandmann, aber die erhält man nirgends. Also das ist wirklich teilweise so... Die mit Götz-George, oder? Die gibt's. Es gibt auch noch einen, also die habe ich aber auch nirgends gefunden. Es gibt eine mit Bela B. Okay. Cool. Ja, aber das ist wohl irgendwie für so ein Schullehrbuchverband und die muss man bei dem Verlag bestellen, aber die Verlagsseite gibt's gar nicht mehr. So diese Art von Film. Schreib halt einfach ein Bela B an. Ich schreibe einfach mal Bela B. Ich würde gerne den Film sehen. Also, wo ich so gehört habe, also den kann man bestimmt anschreiben, der freut sich sicher. Ja. Vielleicht, das wäre jetzt wirklich der nächste Schritt der Recherche. Ich schreibe einfach mal Bela B. an, ob er mir Der Sandmann schicken kann. Ja, alles auf der Liste. Hallo Bela, ich brauche Der Sandmann. Wir wollen aber nicht mit dir reden. Ja, das wäre perfekt, ja. Genau. Über den reden wir die nächste Folge dann auch immer noch, weil wir es nicht geschafft haben, innerhalb von 2 Stunden, die wir aufgenommen haben, alles zu dem Thema zu besprechen, was wir gerne machen wollen. Dann geht's auf jeden Fall weiter mit Wachsfiguren. Also wir haben schon in Aussicht ein Interview mit mit dem Panoptikum in Hamburg, mit einem Wachsfigurenkabinett, tatsächlich mit der Besitzerin. Wir haben in Aussicht, wir reden über ganz viele Wachsfigurenfilme, House of Wax, alle Iterationen, die es dazu gibt. Und weiter gesehen werden wir auch noch über gruselige Bücher reden, also unheimliche Kinder kommen bestimmt auch vor, ja. Oh Gott. Über Automaten. Wir reden über alles, was mit dem Unheimlichen zu tun hat. Und diese Staffel, wie gesagt, wir haben noch gar nichts geplant so richtig. Deshalb nehmen wir auch sehr gerne noch Tipps von Hörern, die jetzt sagen, wenn ihr unheimlich besprechen wollt, das Thema ist wichtig. Da freuen wir uns immer über Informationen, auch von euch natürlich. Also ich habe vor kurzem einen Film gesehen, da heißt, der Film kommt auf mysteriöse Weise immer wieder auf YouTube und verschwindet dann aber wieder. Nee, aber ich glaube, der ist japanisch, ne? Japanische Filme.
Ja, das ist ein japanischer Film, stimmt. Nee, über sowas reden wir nicht. Okay, gut. Ja, dann sage ich vielen Dank, schön, dass ihr da wart und ihr seid natürlich auch herzlich wieder eingeladen, wenn ihr wieder einen coolen Film habt, vielleicht mal was nicht Japanisches, damit Mike auch auf jeden Fall wieder dabei ist. Ja, dass ich mir wegen abfeiern kann da. Und der Mike verrät uns jetzt noch, was unsere lieben Hörer zu tun haben. Sie würden uns eigentlich überall folgen, wo wir sind. Bei Instagram, wo bist du noch? Reddit, oder? Reddit, Twitter. Das komische Facebook. Facebook, ja. Das wo zurzeit wieder cool wird. Sagen wir es mal so. Schaut bei Steady vorbei, dort bei Spotify die Klingel betätigen, genauso wie bei YouTube. Kommentiert's ganz viel, geht's mit uns tritt's mit uns in Kontakt. Wir freuen uns um jede Nachricht, um jeden Kommentar, um jeden Like. Verzählt es euren Freunde, haut es in euren WhatsApp-Status ein. Ja, verzählt es einfach um jeden, dass wir cool sind, dass Fürchten lernen cool sind und genau. Hört's viel Podcasts und schaut's viel Filme. Genau, richtig. Und wenn ihr nach Noroi auf YouTube sucht und ihr findet es nicht, dann hört euch einfach nochmal unsere Folge an. Das ist ja eigentlich fast genauso gut. Und ansonsten, wenn es dann mit Viva la Move Illusion durchsetzt, dann schaut nur bei Fürchten lernen vorbei, bei der Maike und beim Josh. Und die lehren euch dann erstmal so richtig das Fürchten. Ja, genau. Also uns findet ihr direkt auf überall, wo es nach Fürchten lehren suchen. Fürchten lehren meistens mit. Überall wo Google. Ja, uns gibt's halt auch überall. Einfach nach Fürchten lehren suchen bei Instagram. Und am Bett. Ja, Spotify sind wir auch. Ich glaube, Apple Podcast auch. Ja, also oder? Alle Podcatcher überall. Und wenn ihr uns nicht direkt findet, mal mit UE versuchen, weil manchmal findet man uns nur mit UE, manchmal mit Ü, weil das Ü gibt's im Internet nicht überall. Genau, also wir würden uns auch über Zuhörer freuen. Genau. Schaut auf jeden Fall bei einer vorbei, sie machen sich wirklich extrem viel Mühe. Also nicht bloß Wischiwaschi und wirklich Themen, die wo es bis jetzt noch nicht sie eingelesen oder behandelt haben, die lesen sie ein, die befassen sich mit der Materie, die schauen wirklich alles, die lesen alles und machen sie wirklich bei jeder Folge ein Arsch voll Arbeit und das gehört auf alle Fälle angehört und honoriert. Danke auf alle Fälle, dass ich vielen Dank. Also wirklich ohne Scheiß, das ist mir das letzte Mal auch nochmal aufgefallen, als ich mal die Folge mit uns gemeinsam angehört habe. Also was ich euch nur sagen wollte, also ich habe bei ein paar Gore-Folgen wirklich so Gänsehaut gehabt. Einfach nur von euren Erzählungen und da Hut ab. Also das ist echt super rübergekommen teilweise und ja, ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Oh, wow, vielen Dank. Also ich muss auch tatsächlich sagen, eines der frühesten Feedbacks, die wir bekommen haben, war von Mike, der eine der ersten Folgen reingehört hat und uns da schon geschrieben hat, dass er es sau cool findet. Deshalb das hat uns damals schon sehr gefreut und freut uns immer noch. Und ich höre ja euren Podcast auch, also ich kriege auch mit, wenn ihr uns immer erwähnt und mir geht auch jedes Mal das Herz auf, weil ich finde ich muss ja euren Podcast eigentlich nicht loben, weil jeder, der hier zuhört, der hört das ja sowieso, weil er euren Podcast liebt. Von daher, ich finde es auch einfach super. Bei euch ist wirklich so, man schaltet in eine Folge ein und fühlt sich, als würde man jetzt dabei sitzen und mit ein paar Freunden ein Bierchen trinken und über Filme reden. Sehr schön. Und sie ab und zu mal vom Carnibal reden lassen. Ja gut, dann nochmal vielen Dank und an unsere lieben Hörer bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus, pfiat euch.